Ja, da können wir schon die nächste Leute auf Facebook Moje so und die schon da sind. Also wir stellen wir schauen den Projekt für wieder unseren Botaniker können helfen, unseren Herbier zu digitalisieren. Viele Planchen, die sind schon digitalisiert, mit müssen noch nach etwas damit können nur fänken, das heißt die Daten oder Schriften oder Etiketten, die auf den Planchen drauf sind, die müssen noch einmal transkribiert gehen. Das werde ich dann eben den Paul Braun an den nächsten Minuten am Detail erklären, wie ihn das möchte. Weder ob die Art weiß, dann eben unsere Botaniker könnt helfen und RBS-Planchen noch besser zu gebrauchen, an eben für die Wissenschaft anzusetzen. Voilà, dann gehe ich dem Paul tut und ich wünsche euch dann ein flott und eine erhaltsame Formation. Ja, vielmals merci, Patrick. Ich mache dann mal halt Präsentation und teile mein Bildschirm. Ich raus von der Wort funktioniert, genau. Na, ich meine, mir sie genau 11 Uhr, dann kann ich anfangen. Ja, ich wollte euch heute ein bisschen weisen, wie ihr könnt uns helfen, Digitalisation zu machen. Vielleicht kannst du mich kurz vorstellen, ich bin der Paul Braun, ich bin der digitale Kurator am Naturmuseum. Meine Aufgabe ist es, ein bisschen zu helfen oder also zu helfen, Digitalisation von unseren wissenschaftlichen Sammlungen, Zoologie, Paläontologie, Mineralogie, eben Botanik, voranzutreiben und das sozusagen am digitalen Zeitalter zu begleiten. Heute wollte ich dann eben ein bisschen über botanische Sammlungen, also Herbier weisen, wie dir eben könnt helfen. Ich meine eine kleine Aufführung, wie die Sammlung ausgesehen und wie man Digitalisation bis gemacht tun und was eben danach zu machen ist. Ja, vor Sarah eben, wie könnt ihr uns helfen? Als erstes, was uns könnt helfen, also auch die nächste Woche, als nämlich die City Nature Challenge, wo es darum geht, mit der iNaturalist-App will Biodiversität abzuholen. Also das ist eine App, die mit der ein Foto könnt machen, also, wo da was man auch gesehen hat, deren Pflanzen, Champignons. Aneben vom 24. bis 27. April, also weltweit Event, wo ganz viel Städte mitmachen, über 200 Städte mit, wo sie dann hier Abwohner aufrufen, Biodiversität abzuholen mit der App. Natürlich mit der aktuellen Situation muss ich ein bisschen beschränken, ob vielleicht Biodiversität an ihrem Garten oder von einem Balkon aus oder von einem Fenster aus. Und da fanden sich natürlich auch ganz viele Sachen, Vögel, die Landfliegen, Insekten, die fliegen. Insekten, die an stehen krabbeln, also da können da ganz viel machen mit nächste Woche, da wird man euch dann ein bisschen mehr informieren drüber. Naja, war das da den Herbier? Den Herbier ist eine botanische Sammlung von präservierte Pflanzen an eben Wissenschaftsjournalen, die dort hängen. Der Naturmuseum, wir haben so 100.000 Planchen, also 100.000 Spezimenen, wo eben die Pflanzen drauf sind. An die Pflanzen sind so aus dem Mitte vom 19. Jahrhundert, also sind noch schon wirklich historische Donnen, die dort drin hängen, an historische Objekte, die ganz wichtig sind, eben an die uns auch helfen, zum Beispiel Biodiversitätserforschung, wie war sie 400, 150 Jahre, können sie vergleichen mit dem, was haut ist. Also das sind ganz wichtige Donnen, die man da noch an den Spezimenen haben. Ja, genau. Der erste Foto hat gesagt, wie sie so gelagert sind, da sind dann ein kompaktes Schiff, sind so auf Farden dran, nur Gattung geordnet, nur Familien eben an den Schiff geordnet. So, also das aktuell an der Teil ist ein bisschen so eine Impression, weil so die historische Herbier, wie die so ausgesehen. Und die sind eben noch am Gang abzuschaffen, also die sind jeweils noch an der ganz allen Band gebunden und vielleicht schon für den letzten 100 oder 50 Jahre mehr gepackt, so dass das auch wirklich ganz interessante Sachen sind. Bei das da den Herbarium Sheet, wie man das nennen, oder Planche, das ist eben die Unität, das ist den einzelnen Specimen, wie gesagt, das aus, das gesehen wir hier, das ist eben ein großes Papayasblatt, das relativ stabil ist, auf dem ein gedrückt und gepresste Pflanze montiert ist.
die hast dann oft so kleine Streifen ugepascht drauf halt natürlich neben der Plan ist auch immer ganz wichtig der Label den wir innen drauf durchstehen da die wichtigen Informationen idealerweise steht da drauf was ein Plan sie das der lateinische Numm wen nicht gesammelt wird wen ihr nicht gesammelt wird und auch wo nicht gesammelt wird und dann zusätzlich auch wen zum Beispiel bestimmt wird kann wen die nicht bestimmt wird kann es sehen dass eine Person das gesammelt wird dann aber keine Ahnung hat was davon wird dass ein Expert gehen hört und den dann durch Meinung aufgehen also das dann den Wert wo wenn nie wo ja genau was da wichtig ist war doch wichtig als Specimen Nummer da das eben sobald mir dann Kollektion abhole jemand eine unique Nummer so dass man eben auch Specimen können rumfahren wann so gouf mal als Specimen oder den Specimen den 1950 Pfund gehen aus von der Art geht natürlich bisschen schwer den aus der Kollektion rauszuholen mir wann eine unique Nummer hört dann hast das schon viel wie einfach an du gesagt in den Urwen um Specimen aus der Barcode dem auch können scannen mit dem man dann noch der Lia machen zwischen der Datenbank also digitalisierten Daten an dem physischen Specimen den eben an der Sammlung leitet du kannst dir vorstellen wie wat Mama hat Digitalisation einerseits als eben da vielleicht kann das so nicht man nicht für den physische Specimen ersetzen der oft geht da gesagt ja lo da Foto von allem da könnt ihr ja alles weggeheien nein das ist absolut nicht der Fall weil kann jetzt ja viel mit dem Foto machen mit den digitalen Daten mehr Sängersammlung für allem als physische Specimen noch immer ganz wichtig da denkt ihr drunter den du noch immer kann DNA-Analyse machen von einer Foto aus kann das natürlich nicht mehr machen also das nicht für halt ein Specimen zu ersetzen mir das wird unzureicheren und man do nach neue Methoden neue Sachen können eben mit den digitalen Unternehmen machen und dadurch veröffentlichen und Mail zugänglich zu machen mir trotzdem als immer eng Sicherheit falls dann aber mal gif Sammlung als ich einen Grund zerstört gehen oder ein Specimen gibt als ich einen Grund Futtigen hatte man dann eben als Sicherheit noch immer ein Foto davon an Donner die digitalisiert sind natürlich Präservation das trotzdem spielt aber ein wichtig Rolle und noch dadurch dass man eben dann ein Foto hun braucht man nicht mehr AKs an Sammlung zu gehen und extra nicht AKs an Sammlung zu gehen an das Specimen muss unzupacken hat dann noch immer Risiko dass da abs Futti geht mir ganz viel Sache kann ich daneben immer und Handflänger Heoplesender Foto zum Beispiel machen genau wir wollen natürlich nicht immer ein Foto holen wir wollen noch die Daten die du an dem Specimen dran sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen der Wissenschaftler hat auch der Grand Publik hast das Beispiel wo sie den Daten die in einem Specimen drin hängen eben da wo Fondginnners wat Datum wenig Fond gehen hört aber wir wollen das Daten dann eben noch teilen mit Rängen auf der Welt und da gehört sind wir dann Teil vom GBIF das ist ein Globalportal für naturwissenschaftliche Daten sowohl Beobachtungs- wie auch Sammlungsdaten die da veröffentlicht gehen muss Screenshot gemacht wo eben genau die Art die an dem Label dort zu fallen ist war mich froh wo gibt die Art überall auf der Welt da gesinn ich eben das artige dafür in allem an Europa Mitteleuropa am Süde zum Mann am Norde auch nicht so richtig an Asien aber also dann auf dem Portal kann ich mich dann eben klicken und linken und alle Daten die auf der ganzen Welt über die Art veröffentlicht gesehen dort zum Beispiel dann eine Forschung und diese Art machen und das sind eben die Vorstellungen an uns Ziele für werden wir die Daten da wollen digitalisieren und dann eben noch veröffentlichen ja so GBIF also auf dem Global Biodiversity Information Facility sind uns Sammlungen oder so aus gesehen wir dann den botanischen Sammlungen oder Art Pflanzen Humolo 33.000 Fotos schon do auf dem Sit wir hatten eben schon viel Daten aufgetippt an den letzten 2 Jahren haben wir ganz viel Foto konnte machen also kommt man die 2 Daten tippen linken und dann eben so veröffentlichen du hast dann froh wie Mama die Digitalisation also schon seit paar Jahrzehnten haben wir fleißig Daten an Datenbanken angetippt von Etiketten oder Karteikarten wir hatten doch schon Daten über physisch Specimenen wir hatten noch kaum Bilder also an den letzten 2 Jahren hat man 2 relativ große Projekte
wo man über 6.000 bei 7.000 Fotos konnte machen von eben den Specimenen. An den größten Teil, eben die 30.000, die konnte man schon in Donne linken veröffentlichen. Und das aber noch immer den größten Teil, wo man nicht mehr Fotos haben, wir haben die Donne noch nicht aufgetippt. Und da kommt die ans Spiel, und könnte ich uns eben da helfen. Da kann ich ja feststellen, dass viel mehr einfach ist, von einer Foto Donne aufzutippen, wie von einem Specimen, den eben verstopft an der Sammlung liegt. Was haben wir gemacht? Wir hatten eben während ein paar Wochen ein großes Team, was eben praktisch alle Specimen, die wir vorgeschickt haben, nur geguckt hat. Da sind wir hier, wo wir schön angepackt, der Küsten. Und dann haben wir sie bei einer Firma in Holland geschickt, an einem Camion, die eben sich spezialisiert haben auf Digitalisation von ganz verschiedenen Sachen. Und die eben eine spezielle Maschine entwickelt haben, für eben ganz schnell können so RBS-Beleger zu fotografieren. Und das muss ich sich vorstellen wie ein Laufband. Auf einer Seite gehen das Specimenen drauf gelöscht und dann gehen sie über das Laufband, das ist eine Blackbox, wo eine Kamera an einen Blitz dran ist, wird ein Foto gemacht automatisch. Die andere Seite können drum raus und wird direkt drum von einem Expert angepackt, sodass auch wenig Gefahr besteht, dass die Specimenen wirklich endommagiert gehen oder futti gehen, weil eben Zeit für ihn an der Hand wird, wirklich auch ganz klein ist. Innerhalb von einer Minute sind sie praktisch aus der Küste fotografiert, aber an der Küste. Und so können sie dann an einem Tag pro 1000 Fotos machen. Genau. Nun gebe ich eine kleine Videoweise, wie die Maschine ausgesehen hat, wie der ganze Prozess so aufläuft. Und das ist eben eine Firma in Holland, die machen noch ganz große Projekte für riesen Herbier, wo sie Millionen und RBS-Beleger fotografieren. Also das Küsten, die hier geschickt gehen, und da geht alles angescannt und genau verfolgt, wo die Küsten drin sind. Und da geht es natürlich rum ausgepackt. Bon, ha gesagt der Turnier an sich Musik gemacht, eben Nummern dabei gepascht, und jetzt bisschen wenn vielleicht besser Bier abgepascht. Also das war eine Arbeit, die mir eben der Musik gemacht haben während ein paar Wochen. Und ha gesagt in der Maschine, du gehst Specimenen auf das Laufband gelöscht. Und da gibt dann noch eine Menge ID dabei gepascht, und ha diese Chippen dabei gemacht, mit Specimenen, die zur Summe gehören. Dann nur kann identifizieren, dann an der Küste wird eben ein Foto gemacht. Da gëtt dann enker digital verarbecht, gëtt ausgeschnitten, Barcode gëtt gescannt. Und dat dann gin se die andere Seite angepackt an die Schieten und an d'Enveloppen. Und da gin an sech direkt an Köcht gemacht. Paletten an dann no pu Wochen sind Specimen am Muse gewircht. Und Resultate sind der Datei, dat sind Location Foto. An der so op der Seite dass nach eng Scale dabei an der beste Referenzfarben, dat doch dat Farbe gut durchgestalt sinn. An der gesagt den bisschen dann Detail der Seite kann ich wirklich gut zoomen an Detailer von der Pflanze ganz genau gucken. Gesagt dann der Vierdeel von den Villa, du kann den Expert kommen an dat über Internet gucken an vielleicht eng neue Determination machen oder Referenz Beleger holen, wann er will und enger 8 schaffen. Das ist wirklich ein super Tool. Und damit gesehen man dann eben sein Etikett, wo dann drauf steht, wenn ich wo gesammelt gehen, also war das. Du gesagt den habe ich schon, dass ein Etikett, die ihn per Hand geschrieben hat. Da kann ich noch relativ gut lesen. Aber da gibt es auch mal Fälle, wo es wirklich relativ schwer ist, das einfach zu lesen. Oder wo es auch ganz einfach zu lesen ist. Also sein Modelletikett, wie sie Haut gemacht wird, Haut geht es natürlich oft ausgedrückt einfach. Und dann ist es natürlich relativ gut zu lesen. Da gebe ich eigentlich so ein bisschen durch die verschiedenen Elemente gehen. Oben hat man dann eigentlich immer das Logo vom Museum, also das Specimen, die bei uns in der Sammlung ist. Dann haben wir halt uns unik Sammlungsnummer, ein Barcode, den noch gescannt gehen, und dem wir dann das Specimen wirklich genau können rumfahren. Hier oben drüber steht so Sheet 1 von 2, also das ist dann Blatt 1 von 2, das steht noch ein Zweitblatt.
Heinst du hast mal ein Plan so groß, dass es nicht auf ein Blatt passt oder der Sammler hat mehr wie ein Plan auf der selbst Platz, der selbst Acht gesammelt und der dann zur Summe gemacht, sodass dann du zwei Blätter und sich mit den selbst Informationen mit der selbst Acht oder Sammlung sind. Das weiß man da so un. Dann ha der mit den der wissenschaftliche Nummer, also Nummer platengisch von dieser Pflanze. Und ha hast du noch den Common Name, also den vernakulare Nummer auf Deutsch drauf geschrieben, was nicht immer der Fall ist. Also meistens ist es immer der wissenschaftliche Nummer, den halt zu finden ist. Und natürlich den an Frankreich sammelt oder ein Franzose den hat, schreibt es auch nicht auf Deutsch drauf, also das ist da ganz unterschiedlich. Heißt dann Location, da sind wir oft mal so LOC aufgekürzt, also das zu Lützburg, zu Leidling, schlimmste Fond gehen. Dann also auch ein bisschen eine kleine Beschreibung zum Habitat, also Glatthaferwiese, aus denen der Fond gehen. Dann heißt vermuten, dass da so Teich über Null, das sind 303 Meter über Null, das auch aufgeschrieben gehen. Das ist natürlich eine Beschreibung, wo das ungefähr ist. Bei den alle Belege ist das meistens nicht mehr so eine Beschreibung oder den Dorf oder ein Flauernum, der da drauf steht. Heutzutage gibt dann oft auch Koordinaten mit abgeholt. Können GPS-Koordinate sehen, hier ist das Lux Lützbauer Referenzsystem. Genau, du kannst da relativ genau so, wo dann das Fond gehen ist. Da steht noch wichtig, wen da gesammelt wird. Jetzt sind mit LEG aufgekürzt. Das sind halt so Personen. Und noch ein Datum, wenn das gesammelt gehen ist. Und da steht noch eine extra Nummer, eine Call-Nummer, eine Kollektionsnummer. Also das ist meistens dann die Nummer, die Person, die gesammelt hat, den Zeitpunkt dem Specimen gehen hat. Die Teil lokalisieren, dass die Person in der Gruppe den Tag bei ihnen angefangen hat und dann einfach durchnummeriert wird. Für uns ist das natürlich schon nicht so praktisch, da als Referenznummer zu holen, weil den nächsten Tag können sie bei ihnen anfangen und dann natürlich ein Problem, wenn man zweimal lang 1 oder zweimal lang 2 haben, kann ich den natürlich nicht mehr identisch zuordnen, sodass wir immer die einmal nationale Nummer haben dabei gehen, die dann unik ist, sodass wir immer können das bisschen rumfangen. Die letzte Information, die hier drauf steht, dass wen die Art bestimmt wird oder das Specimen bestimmt wird, das war das in diesem Fall 3 Personen und noch ein Datum. Hun an den gleichen Tag sind eine dritte Person dazugeholt und dann eben die 8 bestimmt. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Also konnte muss dass das Specimen sammelt und der Jahre mich spät in andere könnt und dort Determination ändert oder den aus eine andere Meinung. Und da schreibt dann zwischen ein Etikett mit seinem Namen, dem Datum, der 8, die hier mengt, dabei. Und das ist dann noch Donnerstag, die müssen abgeholt gehen. Genau, die Aufgabe, die wir dem Grand Public erstellen oder die auch uns Aufgabe ist, also von den Bilder, das Informationen so rauszuholen und aufzutippen. Und genau, wir waren einmal die Präsentation hier, haut als ein Haut gestern an Moor, als sich ein Event von einer Organisation, die We Dig Bio heißt, und das ist ein bisschen eine Organisation, die weltweit promoviert, naturwissenschaftlich oder biologische Sammlungen zu digitalisieren. Eben an den Idee motivieren sie dann Institute auf der ganzen Welt, ihr Leute, ihr Community, noch der Grand Public zu motivieren, hinzuhelfen, Specimenen zu digitalisieren. An den letzten Jahren haben sie dann noch hands-on wirklich an den Museen Leute angeladen und zu helfen, Fotos zu machen und so weiter. Das ist natürlich schon in der aktuellen Situation nicht möglich, sodass dieses Event das Jahr sich auf Internetplattformen konzentriert, wo ich eben so Bilder kann gucken und eben Sachen kann auftippen und eben so helfen, Daten von den Specimenen zu digitalisieren. Und da haben wir eben auch so Projekte online, wo dann jeder kann mithelfen, aber wo ich da ein bisschen mehr genau weisen, das Portal, wie das funktioniert, aber den muss aufpassen, was die verschiedenen Felder sehen, wie das ausgesehen. Aber wir haben da eben eine Kollaboration, man durch das Portal, das Portal, das vom Herbarium zu Meise, also an der Belsch betrieben wird, wo ihn da kann Projekte hosten, eben für allem herbarisch. Ja, so sind wir hier auf dem Portal.
Also das den doedat.be. Da fand da ein bisschen Informationen. Ja, wir können das Spruch ändern. Das Interface ist auf verschiedene Sprachen verfügbar. Dann, wenn du da wirklich matt machen, da könnt ihr halt auf Anmeldung gehen. Wenn der wirklich die HK ausschreibt, dann müsst ihr halt einen kleinen Account kreieren, eine Nummer gehen, ein Passwort setzen, eine E-Mail setzen. Das ist üblich, weil ihr so möchtet. Kann ich sich auch mit Google oder Facebook einfach anloggen. Naja, schön natürlich auch schon einen Account. Das heißt, ich melde mich einfach mal an. Da kann ich ein bisschen durchgehen. Dann habe ich auch schon die Medik Bio promoviert. Da sind dann verschiedene Projekte, die aktuell online sind. Das sind alles Herbarprojekte. Es gibt aber auch Projekte, die nicht von uns sind, sondern von anderen Instituten, wo Dokumente aufgetippt gehen. Es sind auch ganz viele Projekte, da sind Kamerafallen, wo Fotos von deren zu sehen sind, die da kann so ordnen, was achter das. Auf der Seite gesagt, was sind Leute, die aktiv sind, wie viele Aufgaben haben sie gemacht. Heißt zum Beispiel eine Person, die hat schon 3.000 Aufgaben auf das Portal gemacht. Also ein bisschen die neuesten Aufgaben. Genau, da gehen wir ein bisschen gucken, was für Einrichtungen, was für Institute sind aktiv, aus dem Botanische Garten, also auch der Naturmusee. Und gesagt, wir haben 4 Projekte aktuell auf dem Site. Da gehen wir drauf. Da sehen wir 2 Projekte, und sind die 1 Projekte, die wir gemacht hatten, die sind schon aufgeschlossen. Du könnt nicht mehr mithelfen. Erst nach den zu 96% schon gemacht, die sind noch pur zu machen. Vielleicht kriegen wir den dann das Weekend noch fertig. Und also der neueste Projekt, also recht 1% oder 2% sie gemacht von 2500 Belege. Da geht ihn halt drauf. Dann hast du eine kleine Beschreibung, ihr könnt euren Spruch ändern, dass dann immer R4 läuft, wer da wollt. Dann hast du einen kleinen Link, da kommen da bei Tutorials, da haben wir ein kleines YouTube-Video, und hier kommen da auf die paar PDFen, wo ich ein bisschen durchlesen, wo man paar Beispiele von Beispieletiketten drauf gesagt und dann immer eben aufgeschrieben, was dann da steht, was drin fällt, auf was gehört. Kann ich da ein bisschen durchgucken, es gibt auch verschiedene Sprachen. Naja, dann sehen wir dann, was für diese Projekte schon gemacht hast, was du schon georeferenziert hast, also du gleich schon gesagt hast, wo das gesammelt hast. Also sehen wir, auch also noch nicht viele Sachen gemacht, es sind da schon pur zu Lützeburg, aber auch pur in ganz Reihe Brasilien, Specimens, die von da kommen. Da können wir halt erwähnen, wir sind Personen, die halt viel mitgeholfen haben. Wieso das Projekt ist natürlich noch recht online seit pur Dich, da ist noch nicht viel geschieht. Und hoffen, dass das dann aber ein bisschen lanciert wird. Naja, dann gehen wir einfach vor mal durch. Get started, da kriegen wir uns echt Aufgabe. Da gebe ich euch ein bisschen weisen, wie hat der Fass ausgesagt, und da geben wir ein bisschen Sachen auftippen, ein bisschen Sachen weisen. Hier seht ihr das Nummer von der Foto. Hier sehen wir dann den Barcode, das ist dann eine Unique ID, die hier oben dran ist, aus unserer Sammlung. Und hier haben wir ein Fenster, wo man Bild gesehen, da können wir da ein bisschen ranzoomen. Das funktioniert, ja. Wir können halt Foto bewegen, kann den halt auch so weise lassen, und dann bleibt Foto immer hier, wenn er geht rauf, für halt Felder auszufüllen. Man kann den Foto auch so ein separat Fenster abmachen, und dann halt den so Browserfensteren, weil zum Beispiel vielleicht 2 Bildschirme hat, da kann ich das verdelen, und du willst schaffen, da kann halt zoomen. Da sehen wir ja, wie detailliert die Fotos dann aber sind. Also da kann ich wirklich schön zoomen und dann das Zoom zum Beispiel gucken. Da gesagt ich schon viel charakteristisch Merkmaler von eben den verschiedenen Arten, kann ich halt gucken. So, dann fängt mal an. Sehen wir hier verschiedene andere Fenster, da sehen wir also Felder, wo ich Sachen muss angehen, du kannst unticken. Und das sind eben die verschiedenen wichtigen Informationen, die hier ob
der Etikett stehen. Und da fängt man einfach ein bisschen an, da sind die Sachen, die Identifikation, die Nomen, wen es bestimmt, wer das dacht. Also gewisse Sachen, wo wen hat gesammelt, auf wen nie wird gesammelt. Und halt Special Data ist da, wo es gesammelt ging. Und da kann ich dann ein bisschen Kommentare machen, wenn zum Beispiel vielleicht kein Label drauf war oder konnte nicht alles auftippen, weil das die verdeckt war oder das Etikett war Footy oder da wirklich so schlimm geschrieben, dass die nicht kommt lesen, dann tickt den halt Sachen und zum Beispiel, ja, okay, ich konnte einfach nicht alles aufschreiben. Heinz sind auch mal mehr wie Specimen auf einem Beleg drauf. Da kann ich Datei unticken oder steht eben durch Sheet 1 von 2, da kann ich Datei gehen oder von der ich einen Kommentar hat. Ja, da kann er schreiben, ich konnte bald lesen, ich war mir nicht sicher, ob das die Gemenge oder die Gemenge ist, da könnte er oder die und die auch. Da könnte er Datei angehen, ein kleiner Kommentar. Ja, da fängt man einfach mal an mit dem ersten Feld, das ist halt ein Scientific Name, wie ein Guinness. Da muss ich einfach das auftippen. Ich hoffe, dass ich mich auch nicht allzu viel vertippen. Da steht da meistens auch immer den Autor, den das acht beschrieben hat, die echt Käier. Das ist auch immer wichtig anzugehen, wen das war. Das nächste wäre halt den allgemeinen Namen, den Hummer und Teil. Da muss man dann nicht angehen. Heißt ein Datum, wenn ich die Bestimmung gemacht hast. Ne, pardon, also echt den bestimmt hat, das ich mir gucken ein bisschen um Specimen, Label, gesehen wir halt den Dat, den Determiner, das war halt der Stephen F. Smith. Da können wir Datei angehen. Und dann hier drinnen steht dann der Mond, das Jahr, wenn ich bestimmt hat, und das ist dann in den Felder. Das war hier am Dezember 2001, auf das Specimen bestimmt. Also also Feld, wo ich noch keine Kommentar gehen, wann halt vielleicht mal nach ein Kommentar steht. Ansonsten wird mal eine Argumentation, dass der Art weil der an die Form hat oder so weiter. Das kann ich dann halt auch auftippen, was selbst dann da steht. Das nächste ist dann halt wen gesammelt wird. Da gehen wir halt rüber an das dann den LRG erst dann meistens aufgekürzt, wen nicht gesammelt wird. Das war dann halt was steht eine Nummer, das ist wahrscheinlich Nummer, mit der die Person umfällt, das bisschen eben gesammelt wird, wenn man auch viel drin hatten. Genau, das wäre dann halt das Nummer. Das wäre dann halt ein 374. Der ist natürlich für uns auch wichtig, dann vielleicht einmal den eine Publikation geschrieben wird, der dann den abgeholt hat die vielleicht Referenz auf das Nummer gemacht oder die Nummer bei uns am RBS. Wenn wir nach Etikett gucken, steht hier oben noch eine andere Nummer. Also da ist Specimen, den noch aus einem anderen RBA und uns geschickt wird. Das ist natürlich dann auch wichtig, das Nummer aufzutippen, durch den High Specimen und sich mehr wie eine Nummer. Ich begebe dann halt auch die Do-Nummer auftippen. Wir können das später zuordnen, also an dem RBA hat das Specimen hat die Nummer oder hat die Nummer. Da kann ein Duplikat zum Beispiel sein, als ein anderes RBA. Das weiß man nicht so genau. Dann das nächste ist, wenn ich erst dann das Specimen gesammelt gehen, da sehen wir dann High, das ist dann der 19. 12. 1999. Dann das nächste Habitat, da steht dann noch etwas, wo das wie heute Habitat ausgesehen, wo das gesammelt gehen ist. Halt tippen wir dann einfach auf, was da steht, auch wenn wir vielleicht nicht portugiesischen mächtig sind. Wir können ja aber lesen, was da steht, und dann haben wir das eben aufgetippt, was da steht, und den anderen kann das vielleicht für uns übersetzen.
sind dann noch zusätzlich Felder hanst du aus eng Planz de net wëllers die kultiviert das eng botanische Gart da steht auf Informationen noch auf do da können wir halt ticken also steht eng Beschreibung von der Planz do besonders charakteristische Kette von dieser Pflanze, die du gesammelt gehen hast. Oder einfach andere Informationen, die vielleicht noch im Blatt stehen, wo ich nicht genau weiß, wohin sie soll hinschreiben, die kann ich dann hier nach antippen. Da kann man einfach einen Kommentar stellen. Gut, da gehen wir halt das nächste, das Lokalität, wo du gesammelt gehen hast. Hier ist das schön umgehen, wo das ist. Dann tippen wir das hier einfach mal so auf. Also hier ist eben Brasilien. Sie gehen uns hier an, was für eine Municipalität das ist. Also, der Serra, der letzten Teil ist da wohl hier Lokalität. Da gucken wir, sie gehen noch eine Altitude an, das ist dann 380 Meter. Kann man halt Meter auswählen über 0. In diesem Fall sind auch Koordinaten umgehen. Die können wir dann halt auch noch auftippen. Das sind 29 Grad. 16. Ich gucke. 16 Minuten und 51 Sekunden. Das kann eben auch, wie an dem Beispiel hat schon in der Präsentation gewesen haben, Koordinaten an einem anderen Koordinatensystem sind. Also hier gibt man es dann einfach auftippen, so wie sie durchstehen. Dann hast du noch unser Müse, das vielleicht nicht zu interpretieren, was ein Koordinaten das genau sind. Oder was ein Koordinatensystem das hast. Und dann hast du hier etwas relativ Flottes, ist das Mapping-Tool. Hier geht uns genau Koordinaten und wir haben so steht da auch eine Lokalität beschrieben. Da können wir halt ein Mapping-Tool benutzen, an der auf einer Karte die Lokalität sichern. Und da probieren wir mal Google, ob die Lokalität findet. Ich vermute nicht, heißt Park. Die finden es nicht. Ich meine aber, dass die da kommen. Das findet auch nicht. Aber da gehen wir einfach mal. Ich meine, das ist schnell. Du kannst halt ganz viel Zeit verbringen an eben halt die Platz ganz genau sichern. Da hängt dann immer ganz davon auf, wie genau das umgehen ist. Ich fand das wahrscheinlich schon nicht schnell. Du kennst schon ja Google selber sicher gehen oder mal auf Wikipedia Datei die hast die Gemeng an das dann eben genau umgehen. Was ich eben halt muss machen, als ich muss den Pin bewegen und dann genau auf den Platz setzen, wo ich dann das will hun. Da kann ich auch, ich mir genau wie gesagt, sind so kreis, dass dann genau ich geht, weil du wirklich da steht, da sind Koordinaten, da kann ich da ganz genau umgehen. Kann ich auch übrigens ein Satellitbild machen. Ich kann auch auswählen, okay, schätze auf, dass das innerhalb von einem Radius von 10 Kilometer, das vielleicht an der Do nur gehen, dass an der Do Staat mehr genau wissen man nicht, da gibt man halt so große Kreis rundherum an. Genau. Bon, ich verbringe nicht allzu viel Zeit, halt genau die Gemeinde zu sichern. Das kommt schon später nicht zurück und kann das korrigieren. Dann haben wir halt Koordinaten automatisch rübergeholt. Einer ist eine administrative Aufteilung. Und da muss ich halt wissen, ich weiß, okay, vielleicht steht auch nicht Land oder kann ich halt nicht Land agehen. Das heißt zu Brasilien, dann ein Stück Land agehen. Genau, und dann der erste Teil, der trifft nicht so, das ist ein Label drauf. Ich konnte alles auftippen. Das war ein E-Specimen. Du hast auch einen E-Sheet, kann ich nicht genau gucken, das steht meistens hier über bei der unserer Nummer. Ja, und das ist ein E-Beleg.
da muss ich nicht machen. Und dann kann ich die Aufgabe speichern. Und dann kriege ich die Fenster, hier kann ich die nächste Aufgabe machen. Ich kann auch zurückgehen über all die Aufgaben, die ich schon gemacht habe. Vielleicht noch ein Verbesserungen machen oder mit uns gucken oder vielleicht fällt mir später an, ja, dass die Lokalität, da kann ich halt nach anderen, ich kann auch zurück bei den Projekt gehen, ich kann meine Kontributionen gucken gehen. Ich kann dann hier, kriege ich einfach die nächste Aufgabe. Falls, aber die Heise ist relativ einfach, weil der Chain gedrängt ist und du gesagt ja gut, was du drauf steht, das kann alles gut auftippen. Mir hast du also wirklich schwer aufzutippen und dann sonst ich mal den will ich da wenn ich wirklich keine Lust drauf, den du aufzutippen und mit die Mail zu machen, dann manchmal einfach skip und dann normalerweise kriege ich dann die nächste Aufgabe gestaltet und dann einfach eine Glück, dass der da vielleicht mehr einfach oder es bei deinem Mail so sieht. Und dann die Aufgabe, die ich übersprungen habe, die kriegt dann eine andere Person. Und da kann die auftippen. Genau, ich kann auch so, ich habe bald alles aufgetippt. Ich will später einfach zurückkommen und die fertig machen. Zum Beispiel, ich können bei dem 4 drum machen, die Lokalität habe ich nicht ganz genau gemacht. Und da kann ich einfach Save unfinished und da kann ich dann oben meinen Save-Task gehen. Und dann gesehen ich, okay, die habe ich nicht aufgespeichert für später, da kann ich dann nach ein fertig machen und dann aufspeichern. Und dann im Prinzip, nachdem es das dann aufgespeichert wird, aus dann eine andere Person oder ein Kurator sozusagen von uns, den dann das kann überprüfen und dann vielleicht kleine Korrektionen machen oder so, und das ist so valid, die Specimen das gut aufgetippt, dann holen wir das so und dann würde mir, sobald das Projekt fertig ist, eigentlich alles rauf. Da muss mir vielleicht noch keine Verbesserungen machen, dann gucken, ob neben richtig geschrieben sind oder nicht. Und da können wir das validieren und dann noch an uns Datenbank importieren. Und dann eben das importieren und dann eben über den GBIF zum Beispiel veröffentlichen. Und dann haben wir eben die Specimenen online und da kann jeder das gucken. Und dann ist das online für jederin. Und ich meine, das ist soweit alles, was ich logischerweise natürlich, wie gesagt, die Specimene sind nicht immer so schön, die Label sind nicht immer so schön, also heißt, du musst da wirklich ein bisschen drüber grübeln, was da steht und ja, weil da mal eine Schreibschrift ist von einer Person, die vielleicht für 150 Jahre gelebt hat und die dann auch ein bisschen andere Schrift hat und so weiter. Ja, ich meine, das wünsche ich vielmals Merci für die Nullleiterin und ich hoffe, dass ich das ein bisschen erklären und ich weiß nicht, ob da vielleicht Fragen sind, die beim Patrick ergangen sind, die ich dann noch kennt beantworten in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall, Paul, vielmals Merci für die Tip-Top-Erklärungen. Ich meine, das möchte sehr viel mehr klar, möchte bestimmt auch nach Lust für uns dann in der Zukunft zu helfen. Wenn er frohe Sinn von den Leuten, die sich live geschaltet haben, sonst respektiv über die anderen Kanäle, sie über Mail, sie über Facebook, sie über YouTube, sie über Twitter, können uns dann rauschecken und wir probieren natürlich dann die Sache dann auch zu beantworten, so gut wie das halt geht. Man ein bisschen Reklam für das, was man in nächster Zukunft dann auch online anzubieten haben. So, dass man nächsten Diensten do haben wir dann eben noch eine Konferenz, die bei uns am Haus geplant war, was leider nicht geht. Das ist eine Konferenz mit Nico Schneider von der Société des Naturalistes Luxembourgeois über Bayern. Dafür machen wir dann Konferenz online, live auch auf dieser Platz. Nämlich den Stil, wie man im Melo gemacht haben. Und dann nächsten Mittwoch invitieren wir bei einer Feierung durch den Arboretum, da das dann eben ein Arboretum um Kirchbirch, also die Baumsammlung, die wissenschaftliche Baumsammlung von Thierry Helminger, dem Botaniker auch aus dem Naturmuseum. Das ist dann den Mittwoch um 6 Uhr. Das ist dann eben eine kleine Exkursion an den Park Krämerweg à Central Kirchbirch und wir hoffen, dass dann dabei sind und uns eben auf die Art und Weise noch 3 könnt halen. Wir freuen uns auf jeden Fall für jeden, den immer
dann du bei das. So, Merci und dann bis ein nächstes Jahr. Adi. Merci.